Ciao, hallo, hoi, hello, saluton! Ich bin Darlegino. Und bevor ihr das Video schaut, wären wir extrem froh, ihr würdet uns abonnieren. Wenn ihr schon dabei seid, klickt doch gerade auf «Gefällt mir». Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Video. Tschüss! Hello, my name is Liracy and welcome back to my channel. Hallo zusammen, ich bin aus Kuba zurück, wie ihr vielleicht in den letzten Videos gesehen habt. Ich werde auch weiterhin Videos über Kuba posten. Ich möchte jetzt einfach ein kleines Erlebnis erzählen, das ich in Kuba hatte, und zwar im Hotel Mar-Azul. Ja, das war eher ein sehr uncooles Erlebnis. Das Hotel ist wirklich schlecht. Ich mache sonst eigentlich nicht gerne schlechte Kritiken über Hotels oder allgemein über Orte, die mir nicht gefallen haben. Aber ja, es ist so viel schlecht gewesen, dass ich jetzt einfach erzählen muss, weil ich will das niemandem zumuten, um dort nochmal hinzugehen, weil es ist wirklich nicht okay. Ich habe ja 9 Tage bei meiner Familie in Kuba verbracht und es ist halt so, es sind wirklich extrem viele Verwandte, die ich habe, ich glaube über 35 Stück oder so. Und man verbringt viel Zeit in diesen Tagen auf engem Raum und dann ist man natürlich auch dementsprechend erschöpft. Obwohl, ehrlich gesagt, ich liebe meine Familie und ich wäre gerne noch länger bleiben, aber ja, irgendwann will man auch, wenn man schon mal auf Kuba geht, ein bisschen den Strand geniessen und auch mal ein all-inklusiv Hotel geniessen, was ich eigentlich gehofft habe. Not gonna happen. Naja, auf jeden Fall ist Folgendes passiert. Wir sind zuerst mal in dem Hotel Mar-Azul angekommen. Es hat schon recht runtergekommen ausgesehen. Dann haben sie schon mal als erstes nicht einmal unsere Reservation gehabt. Wir haben über hotels.com gebucht, würde ich auch nie wieder jemandem empfehlen. Tönt nicht über hotels.com buchen, es ist nicht gut. Weil sie es anpreisen, als sei es eines der besten Hotels ever und es ist es nicht. Sie haben schon mal die Reservation nicht gehabt, wie gesagt. Sie haben auch nicht gewusst, wo unsere Reservation ist. Somit haben wir dann etwa eine Stunde müssen warten, bis sie es dann schlussendlich irgendwo in einem Ordner oder so gefunden haben. Was nicht so schlimm gewesen wäre, wenn es uns wenigstens zwischendurch mal, wenn man schon ein all-inklusiv-Hotel ist, mal die Bänder gibt, wo du kannst warten, weil wir haben ja Bestätigung gehabt eigentlich, aber das haben sie uns erst nach einer Stunde gegeben. Und dann haben wir nochmal eine Stunde warten und haben gedacht, okay, komm, wir gehen doch zwischendurch mal ein bisschen etwas essen oder trinken. Essen hat es keins gehabt. Es gibt 3 fixe Mahlzeiten und das verstehe ich nicht unter all-inklusiv. Ich bin es mir gewöhnt von all-inklusives Hotel, dass man immer und zu jeder Zeit immer etwas Kleines kann haben, wenigstens Pommes oder so. Das hat es nicht gehabt. Wir wollten dann einen Drink trinken an der Bar, aber das hat es auch nicht gehabt. Also Mojito haben sie nicht, sie haben gar keine Drinks gehabt eigentlich. Das Einzige, was es gab an der Bar, ist Bier, Sprite und Rum und Wasser. Aber es hat sonst nichts Gescheites gehabt, was du hast eigentlich trinken konntest. Also nimmst du mal ein Bier, oder? Dann willst du dich an die Tische hocken, die es dort hat. In den Lobbys hat es so Tische, eine Raucherabteilung, und die Tische sind total verklebt und grusig. Im Nachhinein, im Aufenthalt von dieser Zeit, wo wir dort waren, habe ich herausgefunden, dass die Tische alle 3 Tage mal vielleicht geputzt werden, was wirklich extrem eklig ist. Weil ich habe das noch nie erlebt in einem Hotel. Man putzt wirklich sonst immer irgendwie jede Stunde mal einen Tisch oder so, aber es war wirklich einfach nur eklig gewesen. Ja, dann haben wir dann schlussendlich endlich mal einen Schlüssel bekommen für das Hotelzimmer und sind dann mit dem Lift hochgefahren. Der Lift hat so gemacht und ist dann draufgefahren. Der Lift macht einem so Angst. Und das ist eigentlich, ehrlich gesagt, eine absolute Katastrophe gewesen, muss ich sagen. Es hat zwar ein Schild im Lift, wo drauf gestanden ist, wir sind gerade am Umbauen. Hätte ich gerne gewusst, bevor ich ins Hotel gekommen wäre, dass ihr gerade am Umbauen sind. Das haben ihr nämlich nirgendwo drauf geschrieben, hotels.com, by the way. Ja, wir sind dann ins Zimmer gekommen, es war klimatisiert, das war gut, es hat einen Fernseher gehabt,
Es war mit Blick gegen das Meer. Das war auch schon mal sehr schön. Das haben wir nicht erwartet. Ich dachte, wir haben einen Blick in die andere Richtung, aber immerhin okay. Was nicht okay war, sind Blätter. Nicht, weil sie nicht weich waren oder so, sondern weil das Blut auf den Küssen hatte. Ich blende noch ein Foto einblenden, wenn ich es finde. Es hat auch Blut auf dem anderen Bett, so kleine Teile. Ich habe jetzt nicht alles gefüttert, weil ich gefunden habe, ja, dann haben wir gedacht, okay, wir tun wenigstens mal duschen. Das Bad war nicht wirklich geputzt, es waren überall Flecken, also ja, dann haben wir eigentlich duschen, aber es hatte keine Badtücher. Dann haben wir die Rezeption anrufen, aber es hat nirgendwo Informationen gehabt, wie man die Rezeption anrufen kann oder eine Telefonnummer, nichts. Also musst du natürlich wieder die ganzen 5 Stück runtergehen. Die haben dann gesagt, ja, es kommt gerade. Eine Stunde später haben wir immer noch keine Handtücher gehabt. Dann haben wir uns bei einer Putzfrau irgendwo im Gang geholt. Die Tücher waren zwar gewaschen, aber es hat gelbe Flecken auf den Tüchern gehabt. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Wir haben dann gefunden, scheiß drauf. Wir haben jetzt 9 Tage nicht wirklich normal duschen, weil es bei meiner Großmutter halt keine Duschzufuhr hat, sondern man muss sich ganz altmodisch, wie das so ist, sich mit einem normalen Eimer Wasser waschen, was völlig okay ist, finde ich. Aber wenn man in einem Hotel ist, dann will man sich eigentlich gerade duschen und nicht noch gelbe Flecken auf dem Badtüchli finden. Wir haben uns dann trotzdem mit diesen Tüchern abgetrocknet, an den Stellen, wo es halt nicht gelb war. Ja, dann denkst du so, ja gut, wenn es wenigstens nur 3 Mahlzeiten am Tag ist, dann nachher erwartest du wenigstens, dass das Buffet einigermaßen anständig gross ist. Nein, es war nicht gross. Und von den meisten Sachen ist mir leider schlecht geworden. Also ich hatte auch Durchfall davon. Dann habe ich gedacht, ja gut, das Einzige, was gut ist in diesem Hotel, ist das Sprite mit dem Rum. Nur dummerweise habe ich nicht damit gerechnet, dass die Menschen sind solche Becher gsi. Das war der Sprite-Anteil und das war der Rum-Anteil. Und das habe ich nicht geschnallt, weil es so ein besonders süßer Rum war. Das heisst, das Getränk war einfach nur süß. Das heisst, du hast den Alkohol eigentlich nicht rausgeschmeckt. Was dazu geführt hat, dass ich nach 4 von diesen Gläsern ziemlich blau war, dementsprechend auch gekotzt habe, dementsprechend auch eine Alkoholvergiftung hatte, was für mich überhaupt nicht lustig war, weil ich bin mir sonst gewöhnt, dass ich normalerweise eigentlich mehr trinken kann. Aber wenn du so viel Alkohol in einem Getränk hat, kannst du natürlich nicht so viel trinken. Ja, also mein Aufenthalt in diesem Hotel war ehrlich gesagt nicht wirklich toll. Ich wiederhole es einfach nochmal, es war nicht toll. Es gibt noch mehr Sachen, die ich da erzählen kann, aber das erzähle ich euch im 2. Teil. Grazie mille for watching the lesson. Please subscribe.